Tashle, ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet-TV-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Vortrag von seiner Heiligkeit der Dalai Lama über die Vision einer mitfühlenden und friedlichen Welt. Tibet wird in den indischen Nachrichten zum Kernthema der Grenzspannung zwischen Indien und China. Covid-19 in der tibetischen Gemeinschaft. Internationaler Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Folteropfer. 22. EU-China-Gipfel. UN-Experten fordern entscheidende Maßnahmen zum Schutz der Grundfreiheiten in China. Friedensmarsch in der Schweiz. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama sprach am 26. Juni mit Studenten der MIT-Universität über eine Videokonferenz zum Thema Vision einer mitfühlenden und friedlichen Welt. Seine Heiligkeit berichtete unter anderem über seine besondere Beziehung zu Indien und forderte die Studenten dazu auf, ein Gefühl der Einheit unter den 7 Milliarden Menschen auf der Erde zu kreieren. Als Anhänger der Nalanda-Tradition betonte er auch die Notwendigkeit, menschliche Emotionen zu transformieren und diese Praxis zu einem Teil der Bildung zu machen, indem man über das innere Selbst, die Emotionen und den Geist aufklärt. So individuals' life depend on the community. So now today, entire 7 billion human beings are one human community. Now there is not much sort of differences, Easterner, Westerner, Northerner, Southerner. We all, like economy, the modern economy, no national boundary. So with help of technology, now whole world, whole 7 billion human beings are actually is the same family. So my number one commitment is promotion of sort of concept of oneness of 7 billion human beings. Die komplette Folge kann auf dalailama.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung, Dr. Lobsang Sengye, gab in weniger als einem Monat 30 aufeinanderfolgende Interviews in den indischen Medien in englischer und hinduistischer Sprache. Er hob die strategische und historische Bedeutung Tibets als Pufferzone des Friedens zwischen Indien und China hervor. Tibet sei der Kernpunkt für die Lösung der anhaltenden Spannungen an der Grenze. Durch die ausführlichen Interviews in den indischen Medien wurde die Tibet-Frage nicht nur in den großen Städten publik gemacht, sondern vor allem auch in den entferntesten ländlichen Gegenden. Während der 13. Pressekonferenz von der Covid-19-Einsatzgruppe der tibetischen Zentralverwaltung verkündete Dr. Tsering Zamche 17 neue Fälle in der tibetischen Gemeinschaft. 6 Fälle in Ladakh, 4 in Mundgot, 2 in Delhi und jeweils ein neuer Fall in Bilgopi, Detsu, Dharamsala, Digiling und Nepal. In den Siedlungen werden weiterhin routinemäßige Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. Gleichzeitig hat die tibetische Siedlung Hunsur Rabyaling in Südindien mit der Entnahme von Tupferproben in ihrem Quarantänezentrum begonnen. Durch die Pandemie verursachte psychische und emotionale Auswirkungen bietet das Gesundheitsministerium weiterhin psychologische Online-Beratung an. Die gefährdeten Gruppen wie ältere Personen, Kinder unter 10 und Personen mit Komorbiditäten hat die tibetische Zentralverwaltung kostenlose Soa Rigpa Immunverstärker zur Verfügung gestellt. Ebenso haben 1044 unter Quarantäne gestellte Personen in 27 Siedlungen in Indien die Sorig-Medikamente erhalten. Angesichts der sich verschlechternden Situation fordert Dr. Lobsang Sengye von den Tibetern, welche von oder über Delhi reisen, die betroffenen Siedlungsbeamten eine Woche vor ihrer Ankunft strikt zu informieren, damit die erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden können. Am 26. Juni jährte sich zum 23. Mal der Internationale Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Folteropfer, um Opfer und Überlebende durch Folter auf der ganzen Welt zu ehren. Ein Foto seiner Heiligkeit dem Dalai Lama zu teilen oder mit Familienmitgliedern außerhalb Tibet zu kommunizieren, wird heute noch in Tibet als Verbrechen angesehen. Inhaftierte werden ohne ordnungsmäßigem Rechtsweg grausam und erniedrigenden Formen der Folter ausgesetzt.
Stromschlag, Zigarettenstiche am Körper, starke Schläge, Schlafentzug und Zwangsarbeit sind nur einige der von der chinesischen Behörde häufig angewendete Techniken. Abgesehen von den körperlichen Schmerzen hinterlassen diese Art von Folter tiefe emotionale und psychische Narben, die sich in posttraumatischen Störungen manifestieren. Dinh Dardin von der Menschenrechtsabteilung der tibetischen Zentralverwaltung bekräftigt, dass die systematische Praxis der Folter ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt und China diese schreckliche Praxis beenden muss. Today is the International Day in support of victims of torture, and on this important day we want to express our solidarity with the victims of torture throughout the world. As we all know that China has signed and ratified the UN Convention Against Torture, but ironically, torture continues to be a key instrument in dealing with the political dissidents in Tibet. Moreover, in the name of national security and unity, torture is practiced in Tibet. And over the years, there are numerous cases of Tibetans who have died directly as a result of severe torture, while many have died shortly after being released from Chinese custody, during which they were subjected to inhuman tortures. Now is the time that China must end the practice of torture, which is a crime against humanity and cannot be accepted and justified under any circumstances. An dem per Videokonferenz abgehaltenen EU-China-Gipfel letzten Montag nahm der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel sowie Präsidentin des Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der chinesische Präsident Xi Jinping teil. Während des 22. Gipfels wurde unter anderem die Menschenrechtssituation in Tibet erörtert. Die EU forderte China auf, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu fördern und internationale Standards einzuhalten, um eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere in Afrika, zu unterstützen. Es forderte China auf, sich uneingeschränkt an der unabhängigen Überprüfung der Lehren aus der internationalen Reaktion auf Covid-19 zu beteiligen. Die EU bekräftigte auch ihre Uneinigkeit über die nationale Sicherheitsgesetzgebung von Peking und räumte ein, dass Hongkong von seinem eigenen Verfassungsrecht regiert werden sollte. Weiter wurden eine Reihe von Einzelfällen angesprochen, darunter Berichte von verschwundenen Bürgern, welche ihre Ansichten zum Ausbruch des Coronavirus zum Ausdruck gebracht haben, sowie die fortgesetzte Inhaftierung von Gui Minhai und den beiden kanadischen Bürgern Michael Kovig aus Schweden und Michael Taste. Rund 50 unabhängige UN-Experten sowie 30 UN-Mandate für Sonderverfahren haben den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aufgefordert, dringend zu handeln, um alle geeigneten Maßnahmen zur Überwachung der chinesischen Menschenrechtspraktiken zu ergreifen. Die Experten haben die Unterdrückung von Protest und Befürwortung der Demokratie in Hongkong angeprangert und unter anderem ernsthafte Bedenken hinsichtlich der kollektiven Unterdrückung der Bevölkerung, insbesondere religiöser und ethnischer Minderheiten in Tibet und Xinjiang geäußert. In den letzten 10 Jahren durften nur 5 Experten China besuchen und kein einziger macht Tibet. In Anbetracht dessen forderte die UN-Experten die chinesische Regierung dazu auf, die unabhängigen UN-Experten einzuladen, die Realität vor Ort zu besuchen, zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten. In der Erklärung vom Präsidenten der tibetischen Zentralverwaltung, Dr. Lobsang Sengye, begrüßte er die Forderung nach dringenden, entschlossenen Maßnahmen gegen die chinesische Regierung. Gleichzeitig forderte er den UN-Menschenrechtsrat und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine Sondersitzung abzuhalten, um die von China begangenen Menschenrechtsverletzungen zu bewerten und ein Ländermandat des UN-Sonderberichterstatters für China einzurichten. Am 25. Juni startete eine Gruppe Tibeter in der Schweiz ihren Friedensmarsch von Bern nach Genf, eine Strecke von insgesamt 149 Kilometer. Ziel ihres Marsches ist es, die Bevölkerung auf die Menschenrechtssituation in China aufmerksam zu machen und China zur Rechenschaft zu ziehen. In ihrer Erklärung fordern sie die Bevölkerung dazu auf, in China hergestellte Produkte zu boykottieren, die politischen Vertreter aufzufordern, China für sein Vorgehen zur Rechenschaft zu ziehen, indem das Thema in bilateralen und multilateralen Dialogen mit China zur Sprache gebracht wird. Weiter fordert es die Infiltration Chinas in der Schweiz zu achten, welche das demokratische Prinzip und die demokratischen Werte untergraben. Alle Updates zu ihrem Friedensmarsch können auf der Tibets Facebook-Seite abgerufen werden. Soviel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.